Grüß euch miteinander. Herzlich willkommen zum Bayerisch Tanzen, eine Initiative der Volkskultur im Kulturreferat mit der Katharina Mayer. Und dem Magnus Keindl. Und jetzt sagen wir euch den mexikanischen Walzer. Ein wunderschönes Beispiel dafür, wie Melodien, die gar nicht mal so aus Bayern kämen, trotzdem Eingang gefunden haben bei uns auf dem Tanzboden. Haben wir uns einfach einverleibt. Ja, und ich mag den total gern, weil man kommt sie bei diesem Tanz mit seinem Tanzpartner wunderbar nahe. Ja, und das ist ja mal was anderes als einfach nur Walzer, gell? Ja, ein bisschen was anderes angereichert und das Partnerspiel gehört zum Tanzen einfach dazu, gell? Ja. So, jetzt an. Wir nehmen uns an den inneren Händen und schwingen unsere Hände nach vorne und nach hinten und dann nehmen wir einen Schwung mit und drehen uns einmal um die eigene Achse auseinander und klatschen. Und da das Ganze so ein bisschen Fahrt wäre, nehmen wir gleich noch ein Element dazu. Wenn die Hände schon nach vorne schwingen, nehmen wir unsere Füße mit, nach vorne schwingen, nach hinten schwingen, Schwung nehmen und auseinanderdrehen, klatsch, klatsch. Dann die anderen Hände nehmen, in die andere Richtung schwingen. Schwingen, zurückschwingen und drehen, klatsch, klatsch. Wunderbar, das ist unser erster Teil. Da nehmen wir beide Hände gefasst und gehen zuerst auseinander, zusammen, auseinander und klatschen. Und dann zusammen, auseinander und jetzt halt aufpassen, der Herr klatscht unter der Dame, die Dame klatscht drüber, hinterm Rücken. Klatsch, klatsch. Und da kommt man sie so schön an, gell? Wenn man mag, darf man sich da auch ein Bussel geben oder ja, danke. Wunderbar. Vielleicht also, noch ein kleiner Hinweis. Hilfreich ist, wenn da ich als Dame, wenn es geht, oben drüber langen darf. Weil das schaut so komisch aus, wenn ich da so... Ja. Und das ist ja wirklich so, die Überleitung in den Walzer geht ab viel besser, wenn der Herr drunter klatscht, weil dann geht man automatisch zurück in die geschlossene Tanzhaltung zum Beispiel. Da haben wir jetzt nicht Standard, das dürft ihr natürlich auch machen, wenn ihr wollt, aber wenn man schon so hinter der Rücke klatscht, dann nimmt man einfach beide Hände in ihre Schulterblätter, tanzt in der geschlossenen Fassung Walzer. Und Walzer, das sagen wir euch auch noch mal kurz, es ist hin und her und hin und her. Das ist, sage ich mal, das Grundelement hinwiegen und herwiegen oder dann eben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wenn euch das jetzt schnell geht, dann könnt ihr ruhig noch mal das Video anschauen zum Heudeife, da haben wir diesen Walzerschritt ausführlicher erklärt. Und dann geht es im Kreis. Und wenn die Musik wieder von vorne anfängt, das hört man auch, wieder Innenhandfassung, nach vorne schwingen, nach hinten schwingen, auseinanderdrehen und so weiter. Ich würde sagen, wir machen das gleich mit unserer Live-Musik der Geigerei Schreiner. Und die Innenhand ist vielleicht noch mal kurz zum Song, ist dann meine linke und meine rechte und bei der Gegenfigur genau umgekehrt. Das ist meine rechte und seine linke. Meine linke, genau. Packen wir's, oder? Packen wir's. Und schwingen. Vor, zurück und auseinanderdrehen. Klatsch, klatsch. In die andere Richtung und drehen. Beide Hände auseinander, zusammen, auseinander und zusammen, auseinander und jetzt halt hinten und walzen, gerne in der geschlossenen. Jetzt kein Mitmacher! Und es geht von vorne los, schwingen, zurück und dran, schwingen.
geht's, auseinander. Weißt du, Cheese? Auseinander. Und... Was für ein Schluss. Was für ein Ende. Ungewohntes Ende mitten im Tanz. Aber ihr seht, wie lebhaft ein Walzer auch sein kann mit verschiedenen Elementen. Viel Spaß beim Ausprobieren daheim. Viert Und euch. in der Umarmung enden ist immer gut. Ja, total schön. Viert euch. Servus.